Wir drehen halt Roast Luxemburg. Oder so. Die hat mir bei Insta geschrieben, dass ich irgendwelche Cringe-Sachen aus Lützeburg roasten soll. Das heute Land geht halt so viel Cringe, dass ich einfach mal 5 Parts oder so drehen kann. Und heute haben wir einfach mal Thematik Rapper. Wie soll ich sagen? Wenn du auf YouTube ein Video hast von irgendeinem random Guy, der eine Cringe-Compilation über dich erstellt hat, dann musst du dein Leben einfach gepackt decken. Die sind natürlich alle gut gespannt, wie zu wissen, wen das ist. So nicht gern. Der Geringe. Der Geringe mit einer fucking Cringe-Compilation auf YouTube. Ich habe sie schon einmal gesehen, und ich gucke mal so gerne ein und die schon, weil das ist einfach viel zu fein, Mann. Best Fail Rapper must watch, Digga. Das ist ein dumme Baki. Wo ist der kleine Krini? Time, Micro Meditation Tour. Ich will nicht fronten, aber Battle League ist wirklich so, war so ein Schwimmbecken, wo sich wirklich viel Wack MCs getummelt haben. Ich kenne selber Leute von der Battle League, die sind noch zum größten Teil alle gute Fein. Aber alles an allem, da war so viel fucking Wackness dabei. Auf verschiedene Jahre und soll immer und immer rumgehen und ihnen immer Chance geben. Also du musst einen viel besseren Filterungsprozess entstehen. Ich gut gesagt, anscheinend muss in 1 Minute einen Text rappen, für da ranzukommen oder für sich irgendwie umzumelden oder selbst. Ich meine, du musst dann aber ein bisschen mehr kommen. Joker kann immer im 4 kommen, natürlich, aber du kannst wirklich von der Battle League kannst du eine Cringe-Compilation abstellen, beziehungsweise eine Joke-Compilation, die einfach so 1 Stunde geht, wo einfach ein ruhiger Raum ist, wo ihr eine gehabte Bude guckt, dann Das ist egal, egal. Alle Guten an enger Fall. Letztendlich der 5-2. Komm her 5B. Das Gottes Weh. Letzteburg 352. Komm her 5B, das Gottes Weh. Sand, Wut am Meer, ja du Boss. Keine Ahnung. Was mein leise Bild, jamais Congolais, 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 Congolais. Alles schön, alles schön. Was spackt, Digga? Gespannt war, es zu Konkurrenz, die war du willst mich stissen, dann Leber Haut, mein Leber Mann. Du willst mich stissen, dann Haut. Mir moi lieber nicht. Nee. Geht nicht mehr. Es geht nicht. Es geht. Ein neues Feature mit einem anderen. Letzte Woche ist da in meinem Ochga. Kontrolliert, dem Leuk sei Beat, auch studiert, auch gar klingen, wir sind in AW, wir sind zu 2, ein Bruderschaft wird leben, bis sie sterben, du baust du schenkt Sonne, das möchte als Rhymes mehr rum. Du baust einen schenkt Sonne, das möchte als Rhymes mehr rum. Der Tisch, wenn du baust rein, kannst du nicht rappen, oder wie? So. So, Digga. Ochga. Demals, wo ich die Video, das ist schon lange, dass ich die Video gefunden habe. Demals, wo ich die Video geguckt habe, und ich mir gedacht, boah, Ochga. Das wird irgendwie so random sein, die werden irgendwann so 2-3 Minuten Musik gemacht und dann noch einfach abgehalten und so. Das werden echt seriös sein. Aber, wie soll ich sagen, schon, ich war auf derselben Soiree wie ihn, weil ich da mal MLS abgetreten bin und habe seinen umgelesen. Also ich kenne den da von irgendwo. Dann habe ich den Teil gesehen und da bin ich mir seine Musiker gegangen und den habe ich für kurzem ein Album rausgebracht. Das heißt Ich an mein Leben. Also, fangen wir mal nur am Intro. Auch gar gereicher, weißt du, weil hätte ich auch gar. Auch gar Astro, hoffe mein Album geht kein Flop, das ist eine Erhaltung pur, ich hoffe Mathe Lieder geht es durch. Das ist eine Erhaltung pur, ich hoffe Mathe Lieder geht durch. Ja, es geht durch. Es geht nur richtig durch. Das geht nicht.
Egal oder du hast ein Lied gesagt, dass da irgendwas so ein Blockmonster wird. Das ist mal kein Joke, das heißt Blockmonster, Berliner Kiez-Legende. Einfach eine Legende. Die könnt von dem Halle der Welt, sein Stil ist ein bisschen speziell, besonders seine Stimme. Sie klingt ungefähr wie den Chief bei Diltily. Also Blockmonster, wenn es ein Feature mit dem ist, passt am Anfang wirklich. Das ist schon wirklich ein paar Mal. Da muss den auch so richtig krass mehr gehen, wenn es ein Feature mit motherfucking Blockmonster wird. Checken wir mal. Der Beat ist ganz okay, so. Blockmonster float doch stabil drauf, normalen Track. Das ist einfach für das Feature, das ist einfach ein normales Feature, so. Optisch den Profiteier von den Leben kann dein Laste sein. Profiteier von deinem Leben, weil es kann dein Laste sein. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei motherfucking Gott. Das ist die beste Line 2019. Ich weiß nicht. Ich fand so etwas. Digga, als. Es gibt die eigene Sache. Die kann ja singen Musik machen, das ist ja alles chill. Du kannst ja auch keine Apps so. Musik ist auf jeden Fall gut. Das ist ein grosses Mehr. Das stand so auf Instagram zu präsentieren, wie ihn möchte. So sich ein Prä-Frohen oder was weiß ich, so mit 500 € Scheine flexen. Und dann so ein Black Sox, was zum Fick aus Black Sox Entertainment, Mann. Ihr seht die ganze, es gibt nicht auch gar Moyen, das sind nicht, deswegen muss ja immer Black Sox Entertainment präsentieren. Ich weiß nicht, ob das ein Editor, also ein Editor, der das in den da sitzt so in den Kontakt dafür dich knappt, da guckt, dass der Radio lebt und den Musik und Leute bringt. Ich weiß nicht, ob das ein Editor ist und dass den das einfach so nennt, weil den das witzig und cool findet. Aber du findest näheren etwas über Black Sox, Mann. Gut nicht. Überhaupt nicht, Mann. Und egal, die möchte doch bestimmt seit so mal einfach mal 10 Jahre Musik, 10 motherfucking Jahre. Also das klingt immer noch wack. Das nicht gegen die Leute alle gute persönlich. Die können wirklich ganz gut Personen sein. Ich bewerte just das, was ich von ihr am Internet gesehen habe. Kunst und die Gimme, die dir macht. Und ich bewerte die ja nicht so einfach meine Meinung dazu. Und hey, du musst immer nicht subjektiv sein. Hey, kann ich objektiv sagen. Du hast kein Taktgefühl. Du kannst nicht schreiben. Den Reim ist wack. Abnormal wack. Den Grammair ist wack. So. Genug. Machen wir einfach mal ein kleines Experiment. Wann dir Rap, ich kann nämlich schreiben mal, Rap Luxemburg angeht bei YouTube, als den, wo hast du den da noch? Also, wenn ich Luxemburg Rap erwähne, kriege ich das Video von Gonzalo von RTLU. How to Young Lützeburger Rapper, und ich gesehen den Southboy an den neue Nei. Nur 2 Likes, aber andere sind Dislikes. Keine Ahnung, Haters, aber auch irgendwie Aufmerksamkeit, also von daher. Das ist ein Aus so Hate. Ich weiß nicht, wie von ihr Schnauzfuhle glaubt. Das ist auch gar nicht gegen den Southboy. Ich kenne ihn nicht persönlich, also am Anfang wirklich ein feiner Junge. Aber das ist auch so bei einem auch gar, just weil ihn ihre Video disliked, ist das nicht unbedingt Hate. Also sie so sie selber, sie wissen noch selber nos wollen, das ist ein Funtrack, das ist auch nicht echt gemeint. Das ist einfach für den Flip. Aber das ist einfach kein gut Lied. Das ist vielleicht witzig, mir wenn nicht dein Humor so und du findest es cringe, dann hast du halt kein Hate an dem Fall, dann hast du wirklich Schiss, weil es das Video nicht geht. Hate ist wirklich, wenn ich gesehen, du lädst etwas drauf, ich gehe auf das Video und disliken, das ist das Prinzip, weil es du passt. Und ich gebe aber nicht so, weil das war auch ihr erstes Video, ich meine, du waren sie noch nicht so bekannt, also beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie viele Klicks das Video, also 7.000, 8.000 so. Ich gebe da nicht von Hate schätzen, das ist einfach just, weil es kein gut Lied ist. Wie lange musst du schon Musik? Musik habe ich für uns 10 Jahre angefangen, da war mit 6 Jahren. Ich habe angefangen Gitarre zu spielen, dann habe ich Bass gelernt, dann habe ich mal Piano selber beigebracht. Wie viele Instrumente kannst du am Gang? Die besten weiß ich mal nicht, wie sie heißen. Wie viele Instrumente kannst du spielen? Die meisten weiß ich mal nicht, wie sie heißen. Ich weiß nicht, so vom Ton und auch so die Aus, so fand ich tot unsympathisch. Konsiderierst du dich zu Lützeburg famous? Ich gebe schon so. Nee, egal. Weil ich aber auch wirklich viel oft zugeschwärzt genannt. Mein Ziel ist einfach, viel gute Musik zu produzieren. Ich bin am Bus, die Leute sehen mich mal nicht, hören nicht Musik. Ich gehe raus, ich höre Musik von mir. Sie merken mal nicht, dass ich da sitze oder so.
Ich meine, du sind mindestens 5 Personen, die mich auch kennen. Foto natürlich, schon immer Autogramm und ich auch schon alles ging. Das war für ein eigenes Jahr. Ich weiß nicht, wie die gar für ein eigenes Jahr, wie im Sturm so. Ich weiß nicht, also so etwas ist einfach. Das ist halt das Problem. Wenn ich so nicht sind arrogant so oder mengen Texte oder so, dann hast du eine viel gespielten übertrieben Arroganz, you know. Aber du hast wirklich so. Just to flex, just to show off. Fand ich mal, ehrlich gesagt. Naja. Und du musst auch gucken, das war 2018 die Video. Da war die CRL-Dinge noch nicht raus. Und noch wenn du Klicks guckst, so, ihr seht, ihr könnt überall erkannt. Da guck mal, wie es Klicks sind. 6.900, okay. 3.500, okay. Fly High, 3.400. Fuhr, 5.700. Selfmade, also das ist ein Mensch geklickt, 8.700. Und ich geht aber überall erkannt, mindestens 5 Flaschen. Ich fand das. Ich will nicht unterstellen, dass der Bullshit schwätzt. Aber so ein Aus so. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht mal. Guck mal jetzt mal Stadtlichter an. Moment. Moment. Ich bin safe gestrikt, dass ich das Lied noch herabringe, mir das mal egal. Ich so ich so einfach mal das influenciert. Ein bisschen minimal influenciert. Okay. So, da steht heute noch Luca Tesch, Real Talk aus der Zentral. Luca Tesch ist unhatebar. Wie nicht gedacht, er ist schwul. Und er geht sich halt auch auf seiner femininer Seite. Aber sonst, keine Ahnung, wenn du nicht feierst, dann guck es einfach nicht. Und ich möchte auch nicht, wo ich mir rausholen, etwas dazu zu sagen. Und was ich zu ihm sagen muss, egal was ich von ihm halte, ich nicht einkauft bei Facebook gepostet, ich gucke, ob ich das einkauft fand. Ich hab's mit, dass die Leute immer Schwuchteln nennen und das aber seht, ich stehe da drüber, das ist mir egal, was da so. Ich mache weiter, weil mir gefällt das, ich habe Spaß darunter. Und du denkst von einer Person, sich über so etwas bewusst ist, ich weiß ganz genau, wie ihr rüber könnt, ich weiß, ich will so rüberkommen. Das ist nicht mein Content, ich gucke mir einfach nicht an. Und ich weiß nicht, für was ich hier grundlos soll ranten. So. Den verkauft ich auch nicht als etwas, was hier nicht ist. Am nächsten Episode werdet nicht mehr im RTLU gehen. Weil RTLU ist der größte Kratz, den es gibt. Ich lehne mich noch ganz weit aus dem Fenster. Ich habe mich null informiert, beziehungsweise ich wollte mich informieren und schon nichts darüber von. RTLU, also von RTL. RTL ist, soweit ich weiß, ein öffentlich-rechtlichen, ergo vom Staat finanziert. Wie gesagt, das ist nur just. Ich meine, das ist, du könntest für mich schreiben, schon bestimmt informiert, ich so nicht, dass das der Fakt ist. Aber wenn das so wie, dass RTLU von Staatsgeldern finanziert wird, dann müsst alle Steuerzahler hier letzte Woche von der Barrikade gehen. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Also, Niveau, nicht so ein Niveau ist da nada, Entertainment nada, das ist einfach nicht mehr peinlich. RTLU ist einfach nicht. Es sind so 2-3 Stück, wo du siehst, okay, die machen hier sehen, das ist ein bisschen wie beim Luca Tesch, sie machen hier sehen, das ist nicht mein, wir losen einfach sehen. Mit anderen, die profilieren sich dadurch, ersetzen einfach andere Leute Meinungen an den Kopf, die das einfach nicht geht. Das ist einfach Gedankengut, das geht einfach nicht. Aber was ich auch ganz schlimm fand, ich habe immer gesagt, du hast keine Schwule oder Leute, die sich feminin beholen. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich will noch nichts gegen sie. Ich will einfach nicht mit diesen Leuten hängen. Das ist einfach, wenn du schwul oder lesbisch bist oder wenn du transsexuell bist, ist mir das scheißegal. Aber wenn deine Sexualität dein Lifestyle bestimmt und alles, was dein Charakter empfängt, was von deinem Charakter raussticht, ist, dass du schwul bist oder lesbisch, dann ist es für mich einfach langweilig so. Das ist genauso wie, du sagst halt zum Beispiel so, ey yo bro, G, ich bin nicht schwul, ich bin homosexual. Der war gut. Oh Digga, oh no, man, das geht nicht, man.
oh nee man, ich muss da schon Muschi hun man. Oh nee man, oh schwun nee man, man nicht die Gag man, das geht gut man. G's, die einfach nimmen die ganzen Zeit drüber flexen, dass der mit Gausen pannen oder wer ein Gausen sehr geil fand und so. Ich weiß nicht, wenn der tut den ähnlichen Dingen am Leben ist, was einfach langweilig. Also, für mich passt dann einfach langweilig, das juckt mich nicht so. Und dann habe ich angefangen, das ist der Charakter zu so. Und das dich ausmischt. Und übrigens brauchen wir auch nicht zu denken. Das ist dann noch von immer Leute so und du selbst gegen Schwule. Nee. Nee. Schnapp es gegen den Charakter. Von verschiedenen Leuten einfach. Ich weiß schon, ich sehe noch schon kommen, die Leute werden mit wieder so krank am Mund verdrehen. Und Social Justice Warriors werden scheinen auf dem Video tummeln. Das ist mir scheißegal, ganz ehrlich gesagt, gönn dir so. Wen die Meinung nicht versteht, die ist meine Meinung nur einfach dumm. Beziehungsweise die noch selber davon betrifft, dass sein ganzes Leben, wenn ihr lo bei verschiedenen Leuten einfach Sexualität wäschelt, und das ist kein anderes Thema, was bleibt dann? Da bleibt einfach nichts. So, nächste Episode schätzt man dann über RTL schon mal wahrscheinlich schon euer Gast dabei. Vielleicht mal eine Episode über Battle League Einzel, weil du hast überall auf letzte Woche so viel Cringe-Material. Ich meine, ohne Scheiß, solange sich das Medium so weiterentwickelt, können wir ein Leben lang Roast Alex oder Alex Cringe oder ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding nennen werde, man, ich gucke einfach so. Oder ich nenne einfach Jut mit Garde Bohnen oder so. Auf alle Fall werde ich das Format dann ewig weiterführen können. Los, mein Keier, Walla, Bruder, schreib mir, wie du das fand hast. Und ihr könnt mir auch immer um Sachen schicken, auf was ich reacten soll. Weil ich habe mir schon ein Exemplar rausgesicht und du geht da richtig auf, man. Also du geht wirklich, du geht der Teppe gebotzt auf gut Lützeburg. Alle, ich sehe raus, Peace out, kommt gut hin, und holt keine Drogen.